Servus, Grüß dich, es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch die 16er Es herzeit Lieder aus früher Zeit und manche Rodern sind schon vorbei. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielt mir noch den Meerschan. Die Quetschen winkt super fein, die Kontrabomben hinten rein. Und das Gesange klingt jetzt auch schon recht human. Und dann kriegen 16 Jahre, bis sie hängt. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Es spielt für euch die 16er Chor. Es herzeit Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon vor heut. Das Wiener Lied wird sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. Es ist wieder ein Montag im Monat. Es ist der zweite Montag im Monat, um genau zu sein, im Juni im Jahr 2026. Ich bin wieder zu Gast hier im Studio Donaufeld, Jawohl. um mit dem Klaus gemeinsam zu pavladieren. Pavlatschen Nummer 299 haben So wir schaut's bereits aus. heute. Ein sehr spezielles Format, sehr spezielle Episode, grüß euch auch von meiner Seite. Ich habe das gerade so im Bild gesehen, ich habe eine kurze Hosen auch gehabt. Eine helle, also auch so weiß quasi, ne, wie der Leiberl ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, aber wie soll ich sagen, da setzen sich meine weißen Haxen dermaßen dass der Gegendecker da dort wie ein schwarzes Loch ausschaut. Da habe ich mir gedacht, nein, ich ziehe lieber weiß. Ich bin schon im sommerlichen Outfit heute. Bei mir sind sie schon gebräunt ein bisschen durchs Radlfahren vor allem, muss ich sagen. Ja. Nein, bei mir, also ich bin keiner der Farbgerät. Das ist einfach so. Ich war schon sehr viel im Garten, auch mit kurzer und hin und her, aber eine Farbe, naja. Bei mir geht das sehr schnell. Bei mir dauert. Ja, ich wäre schnell rot, aber sonst nichts. Meine Lieben, ganz offiziell noch einmal, grüß euch, schön, dass da seid, wir freuen uns gewaltig zur 299. Pavlatschen. Was für eine Episode. Und ich meine, wenn wir sich ehrlich sind, 299 Episoden, das ist schon, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich schon, erstens eine Leistung. Eine Leistung ist es, absolut. Und zweitens, eine Wahnsinnserinnerungen, was ich da habe. Also ich gratuliere dir zur 299. Gratuliere dir auch, mein Lieber. Dankeschön. Ja. Da können wir schon ein bisschen stolz sein. Summer. Es geht ja über viele, viele Jahre, muss man ja sagen, die 300, also steht jetzt an und das ist ja nicht was innerhalb von einem Jahr passiert ist, sondern es geht lange, lange Zeit in der Zwischenzeit. In der Tat. Ja. Und nebstbei haben wir gut 200, ich glaube nicht ganz, 200 Podcast-Folgen. Ja. Die waren auch noch. Und es ist so, das können wir gleich sagen, wir haben für die 300. Ausgabe am 13. Juli, auch wieder der zweite Montag in dem Fall, muss man sich aber nicht merken, also das Datum schon, ob es der zweite Montag ist oder der erste, weil am 13. Juli bei der 300. Sendung haben wir überhaupt gar nichts geplant, wir werden nichts anderes machen als sonst, wir werden höchstens einen Rückblick machen, ein bisschen so drüber reden, aber wir haben eine Ankündigung zu machen, die schon vor allem die Pavlatschen betreffend gewaltig ist. Und das ist sozusagen unser Geschenk an euch, an uns zur 300. Aber dazu eben nächstes Mal. Nächstes Mal mehr, ja. 13. Juli. Jetzt schon merken. So, jetzt schaue ich eine in den Chat. Die falsche Brille auf sich wieder nichts. Das ist so schon eine Tutti, weiß ich nicht. So, Susanne Moser ist da, Christi gut, Matthias Mariacher, die Momo M ist am Start, Hochhofer Freit, jawohl, aus Linz. Franz M ist mit dabei. All my stuff. Beim letzten Mal aufgrund von Problemen bei mir nicht in bester Qualität, heute in HD Scharfsheits. Super. Ja, das ist klar. So geht es. Uns darf man nicht verpixeln.
Nein, das geht nicht. Da kommt das alles nicht raus. Uns muss man wirklich sehen. Ja. Die Glotzen glänzt. Ja, aber gestern einen Schmeckert vom Wolf Frank beim Rathaus, wie heißt es, Wiener Lied Rathaus Gala. So, Wiener Lied Rathaus Gala war gestern gespielt, Mörder-Event, ausverkauft seit Wochen gewesen. Monaten. Ja, ist auch Wochen, nicht? Habe ich nicht falsch gelegt. Nein, muss ich nicht korrigieren, das stimmt schon. Nicht? Das ist schon richtig. Ja. Und da hat er erzählt, es gibt mit den Glotzen, da kannst du die Leute gut einschätzen. Wenn einer nur hinten eine Glotzen hat, wenn einer vorne eine Glotzen hat, dann ist er ein Denker. Dann merkst du, dann weißt, der denkt viel. Kann gut denken. Und wenn er hinten eine Glotzen hat, dann ist er gut im Bett. Und wenn einer, so wie mir, vorn und hinten eine Glotzen hat, dann denkt er ist gut im Bett. Das haben wir wieder notwendig gehabt. Und er hat natürlich da bei uns angeschaut, muss man auch sagen. Nein. Er hat ein wallendes Haar fast bekommen, also der Lockenkopf. Ja, auf der Brust. Wobei es wird auch schon schüttern, nicht? Ja, das schüttert. Er schüttert. Maba ist da aus Mittelhessen, grüß dich Gott, Landtagsstürmer Markus Detto, jawohl. Endlich sehen wir es wieder. Renate Ott ist auch mit am Stadthaus Neuburg an der Donau. Maggie Pemperton, Leopold Wurm, schönen Abend, jawohl, Leopold. Das gefreut mich. Leopold hat mir immer gefallen als Name, immer. Ich habe natürlich nie Leopold gesagt, wenn ich an Leopold kenne, immer der Pudel. Ne? Oder Leo. Nein, Leo, das ist mir schon Leo zu modern. Ja, kenne ich das, aber da habe ich lieber Leopold gesagt. Wenn einer Leo gesagt, ich bin der Leo, habe ich gesagt Leopold. Aber ich kenne den einen oder anderen Leo, natürlich. Ja. Aber da weiß ich wieder nicht, ob es nicht wirklich Leo heißen. Das ist ja auch alles, anders heutzutage. Man kennt es ja nicht aus. Man weiß ja nicht mehr, was los ist. Nicht? Leopold, servus. Früher war alles besser, weißt du? Ja, genau. Wie wir festgestellt haben am Sonntag. Richtig, früher war alles. Genau. Der Monchi ist am Start, jawohl. Ich muss mir die anderen Brünnen aufsetzen. Bring das gar nicht. Sonst verlierst du die Zeile jetzt auch noch. Entschuldigt jetzt. Wie geht gleich die Welt unter mit Gewitter und Starkregen, sagt die Renate. Bitte schön. Ja, meine Mutter hat berichtet, was noch im Süden von Niederösterreich habe ich auf der Wetter-App zuerst gesehen, wie weg vom Winterheim, ja. Aber in den Kirchen hat es so schlimm ausgeschaut vor einer Stunde, dann ist aber nichts gekommen. Aber da geht's zu. Pavladieren, was für ein edles Wort. Olmestaff, so schaut's aus. KTM-Junkie, jawohl, endlich wieder Pavlatschen. Die Hette ist da. Roland Speer. Seit lange wieder dabei, freue mich. Total liebe Grüße an alle die Buben und die Buben. Grüße aus Kärnten. Er ist schon wieder unterwegs. Da haben wir uns erst am Samstag gesehen. Ja. Nicht in Kärnten. In alter Frische haben wir uns gesehen. Da in jugendlicher Frische. Was ist am Samstag, ja. Jawohl. Auf die nächsten 299. Schau, wie ich das jetzt lesen kann. Das ist nicht ein Hit. Ich muss also, Gudrun Benedek kenne ich nicht. Hallo ihr lieben Grüße, Servus da. Jawohl, Gudrun. Küsschen an meine liebe Frau. Und an meine zwei Buben auch bitte. Schau, die hätte so Glotzen extra für uns frisch poliert. Na, was für euch. Darum spielen wir gleich wieder. Es glänzt. Spielen wir gleich was für deine Buben. Der Lausbur. Ja! Der passt sicher. Wobei, das Lieblingslied ist eigentlich ein anderes. Aha, was denn? Zum Beispiel, es singt schon ein Teil der Schule auch in der Zwischenzeit. Da schon, was denn? Das ist von Walter Häuser eine Nummer. Die passt bei uns zwar nicht mehr in der Zwischenzeit, aber... Los Vampos. Natürlich. Ja. Schaut, zuerst begrüßen den Hannes Spießleiner. Und die Bike und Tour nach längerer Zeit. Sagen wir wieder Servus hier. Ich hoffe, es geht euch gut. Bravo, Bike und Tour. Der Wolf. Jetzt es geht uns gut. Doppelt gut natürlich. Der Hannes Jetzt habe ich da eine Butter, aber ich musste das anbringen. Jetzt halt für die Buben. Machen wir beide? Wir können ja beide spielen. Ja, das ist ja... Wir müssen nur wissen, also gleichzeitig die Lieder spielen. Ich mache ein Intro, dann hörst machst du ein Intro, dann merkst du das Ich fange eher lau. Du fängst dann lau. Dann fangen wir dann gemeinsam zu. Wenn die Leute in Grinz im Sofa sind, da tanzen sie in mir. Da fangen sie gleich so aufstehen an zum Spielen und zu bringen. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie ein Hund. Ich sage euch gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab ein Mutztraumwampen, den zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab ein Mutztraumwampen, ja die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer.
Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Junge, was nicht wollt, ein Mädel, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr. Gib ihm mein Wampen her. Wenn ich dann ans Finanzamt gehe, da trifft mich gleich der Schlag. Da legen sie doch einen Zettel hin, bitte mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Aber ich drück da fest mit Bleistift auf und schreib aus Formular, was hab ich noch, ja, pass auf. Ich hab Wurzeln Wampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, wär ich schon Millionär. Ich hab Wurzeln Wampen, ja die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, ich auf der Welt. Eine Villa mehr, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jotter aus dem Wohl, ein Weberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr. Gib ihm mein Wampen her. Jawohl, die Wampen, bitte. Jawohl, Speziell für den Matthias jetzt. Gewidmet die Nummer. Unbedingt. Wenn man der liebe Turm sagt, freue mich schon auf den 23. Juni in der Burgsteingasse. Jawohl, Sektion. Burgersteingasse. Der Sektion bei der Händler, jawohl. Freuen wir uns auch schon. Ich freue mich auch schon. Seit Jahrzehnten kennen ich die Liesl, also es ist ein Wahnsinn. Ja, definitiv. Die Kiddos, da waren wir noch Buben. Da waren wir wirklich noch Buben. Also ich sowieso, da wirklich ein Bub. Das stimmt. Spaziergang ist da, jawohl, der Wolfgang. So sind immer was haben wir da? Isabella jawohl, Franz Gmeller. Franz, servus. Freilich. Der Raphael Illmeier, der Raffi. Raffi ist auch da. Gratulation, endlich auch. Raffi. Sehen wir uns zumindest, also du siehst uns zumindest. Ja. Jawohl. Back und du, einmalig. Du. In Lausburg haben wir gesagt, machen wir auch noch. Machen wir sicher, natürlich. Das passt auf jeden Fall. Passt. Es passt. Das müssen wir nochmal machen, weil ich war in der falschen Tonart. Ja, aber ich habe gedacht, ich weiß das schon bald. Es ist in C, gell, aber ich war in G. Ja, es war, also live war nichts aufgefallen, also wenn man jetzt so, gar nicht, aber das man spielen, aber das ist auf der ewig, das ist ja, das werden ja mal Archäologen ausgegraben aus irgendeinem Datencenter. Dann werden sie sagen, Alter, was spielt der? Daher noch einmal korrekt. Ich bin nicht arm, ich bin nicht reich, ich möchte es aber werden. Ich hab im Leben, was ich brauch, mit Freizeit so auf Erden. Mir schmeckt das Bier, mir schmeckt der Wein, mir schmeckt auch das Zigarro. Mein Herzl hupft vor Freude, das ich ein sauberes Madel. Ich hab nur einen Wunsch auf Erd, doch der erfüllt sich nimmer mehr. Einmal möchte ich noch als Bierbau Bohlen schupfen, wo ich von Treiber auf Flaschsteg und den behupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz die ersten langen Hosen dran. Ausgekraxeln bei der kleinen Dachbodenlucken, den 16er Bub von Bosheit auf die Glotzen spucken. Da steht ich, bitte lass mich lieber, Herrgott allein. Einmal noch ein kleiner Lostbub sein. Ich bin so, wie man auf Wienerisch sagt, im Leben ganz gut gerannt. Nur manches Mal, da fühle ich mich nicht gesoten und nicht braun. Da hab ich dann mein eigenes Gefühl,
mein Blut pulsiert fügsche Winde, wenn ich im Hof drum spielen seh, dem Nachbarn seine Kinder. Da geht mein Herz erst zurecht, da weiß ich wieder, was ich mein. Einmal möchte ich noch als Bierl Boing schupfen, Teufel rein, Rafflerstein, Tempe hupfen. Einmal noch wie damals in den Kindertagen, voller Stolz, die ersten langen Hosen tragen. Rausgekraxeln auf die längste Dachbohrlatter, dem Nachbarn voller Bosheit sagen, du bist mein Vater. Bitte lass mich, lieber Herrgott, ein. Einmal noch ein kleiner Lastbub sein. Schöne Nummer und ein schöner Schluss, wie ich finde, jetzt da gewesen, nicht? Und ein Klassiker der Wiener Liedliteratur. Ja, das kann man ich muss mir angewöhnen, die Gitarre wirklich absitzen, weil ich habe da furchtbar, also das da heroben, das ist dann glaube ich kein Tennis, aber sowas ähnliches. Wahnsinnige Schmerzen, also ist schon lang. Das ist wie nicht Musikerschulter oder so. Ja, nein, das ist von der Gitarre immer halten. Ja. Das ist ein Klassiker. Das ist so wie, und das muss irgendwie ein bisschen. Ich tue mache schon Dehnungsübungen und Rotlicht und was weiß ich was alles. Aber gut, vielleicht habe ich Rotlicht falsch verstanden. Na gut, eine andere Geschichte. Schauen wir mal. Das macht das Fitnesscenter, das Flachbankdrücken und so. Ja, das ist da bin ich flach auf der Bank. Ja. Auf der Bank bin ich flach. So, was haben wir da jetzt alles? Schaut dir was an. Mein Netz stottert heute irgendwie, Spaziergang, das ist ein halb Netz kleine. Halten wir was schon, aber nicht? Das darf man nicht sagen. Das nicht sagen. Sind wir gleich gesperrt? Ja, sind wir gesperrt. Judy Austria ist da, jawohl. Servus. Heute ist Knittelfeld, bin in Knittelfeld, Raphael Illmeier in Knittelfeld. Ja, beim Franz Embe, ich hoffe, es ist schon eingeschenkt. Yes. Jesus Kinder eingeschenkt ist. Yes. Spielt sie am Freitag im Röschen im Garten? Das weiß ich nicht. Wenn das Wetter schön ist, ja wahrscheinlich, aber kommt darauf an, wie die Gelsenlage ist und so. Das sagt uns eigentlich immer die Serafin vor Ort dann. Vor Ort, ja. Mhm. Werden wir sehen. Ich kann es da wirklich nicht sagen. Kann man nicht sagen dabei. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich freue mich, dass die Isabella und der Franz kommunizieren über den Chat. Oder seid ihr nicht gemeinsam daheim? Seid ihr vielleicht getrennt unterwegs? Das war nein. Ihr sitzt sicher beide daheim vom gleichen Ding und nur jeder mit einem eigenen Gerät. Das ist aber leibend, weil das erhöht die Zuschauer. Ist sehr gut sogar, ja. Erhöht die Zuschauer. Die Schulter kommt vom ja. Na schau, Renate hat einen schlechten Empfang heute. Naja, das ist natürlich blöd mit Internet. Ja. Wenn es so ein Wetter ist. Wir haben einen kleinen Rückblick zu machen. Ereignisreiche Tage und Wochen liegen was heißt? Uns, muss ich sagen. Ja, was heißt? Wo fangen wir an? Mit was fangen wir an? Fangen wir an mit der Fanreise. Fangen wir mit der Fanreise. Das ist wirklich so ein großer Punkt war natürlich. Am 31. Mai, am Sonntag, den 31. Mai, haben wir zum ersten Mal in unserer Karriere, in unserem Zusammensein, eine Fanreise gemacht mit euch. Viele von euch waren ja dabei. Organisiert hat es der liebe Tom, muss man sagen. Danke dafür. Thomas Meyer, großartig. Und war wirklich also wir waren in jeder Variante immer höchst pünktlich. Aber es war, muss man sagen, auch diszipliniert auch, muss man ehrlich sagen. Es war, ohne dass man irgendwo Zaum da oben in der Zaum rufen hätte müssen oder so. Irgendwie viel. Es war wirklich ein schöner Tag. Ich hatte in der Früh auch zeitlich um 7:40 Uhr sind wir weggefahren mit Bus. Ne? Ja, das war schon. Also das war schon sehr zeitig. Von der Rebersdorf sind wir weggefahren. Ja. Also eigentlich ist ja Großsiedlersdorf. Großsiedlersdorf. Das weiter hinten raus, ja. Großsiedlersdorf. Nein, es war ein Spitzentag. Also es waren dann auch die Rückmeldungen voller Begeisterung. Ich meine, wer von euch dabei war, schreibt es eine kurz in den Chat, wie leibend das war. Es sei denn, ihr habt euch mittlerweile drauf gekommen. Es war wirklich ein leibender Tag, war echt wirklich spannend für uns, komplett neu.
so eine Geschichte zu machen. Wir haben nichts gemacht in Wahrheit, aber ist für mich schon leicht, sowas mitfahren eigentlich. Aber es war wirklich gut organisiert, es war alles leibend. Das einzige Wehmutstropfen schon. Ja, muss man sagen. Muss man echt sagen, da muss man in Kaufmann dem Wirt dort ein bisschen auf dem... Eine Rüge. Eine Rüge, ja. Weil er hat uns dann nicht dort hingesetzt, wo wir eigentlich reserviert haben, weil da waren wir unter uns gewesen. Ich meine, wir waren dort auch unter uns, aber dort wäre es geeigneter gewesen für eben das Konzert. Und der hat uns so in die Gaststube gesteckt, die grundsätzlich gemütlich ist. Ist eigentlich, ja. Ja. Es war auch nur für uns reserviert, also es hat keine anderen Gäste gegeben, aber dort ist erstens einmal die von der Sitzordnung her nicht so zum Bespielen ist es nicht optimal, sagen wir so, ja. Und es war halt die Bar dort, nicht? Sprich die Cafés, was gerade für den Geburtstag oder für andere Gäste hergestellt worden sind, ist alles bei. Und wir haben da ungefähr eine Stunde gespielt und ich war derisch am linken Urwaschel. Von der depperten Kaffeemaschinenmacherei, Schäber, bum, Quatsch. Nur für die Kölner, die haben ja Hocken gemacht, das ist kein Thema, nicht? Aber ich habe mir gedacht, das gibt's. Also da war ich schon ein bisschen. Ja, wir haben ein bisschen angespeist worden. Ja, das war nicht lang, aber trotzdem. Das war der einzige Minuspunkt. Das war der Wermutstropfen. Und der geht auf den Wirten, muss man sagen, der geht auf den Wirten. Genau. Ja. Aber ansonsten, alles Die Bahnfahrt war wunderschön. Ich habe es wieder genossen seit langer Zeit mit einer Schmalspurbahn, mit einer historischen Zufahrt. Ich liebe sowas ja überhaupt. Ja. Was? Also es sind getrennt, Isabella. Isabella plaudiert aus dem Spital. Jesus. Und der Hannes Spiesler hat die Zigarren vergessen. Ne? Ja, das ist auch ein Ding. Das ist aber auch schwer dann. Na, drin kannst du nicht rauchen, ja, Judy Austria. Ja, genau, wegen die Zigarren. Ja, die Bilder, weil die Susanne Moser das sagt, die Bilder, was dann in der WhatsApp-Gruppe, ist das jetzt eigentlich die WhatsApp-Gruppen von 16er Fanclub oder ist es eher offen? Das ist die Pavlaciste-Gruppen gewesen, glaube ich. Ja, gewesen, ich glaube, es ist Fanclub, aber es ist für jeden offen. Eine WhatsApp-Gruppe müsst ihr halt schauen, 16er. Aber ansonsten müsst ihr uns fragen, dann schicken wir euch den Einladungslink. Kann man das bei WhatsApp überhaupt machen? Ich kenne mich da nicht aus. Mit WhatsApp kenne ich mich nicht aus. Mit WhatsApp kann man Einladung schicken, kann man. Ja, ist ja wurscht. Kann man. Wir werden das irgendwie hinbringen, wenn jemand nicht dabei ist, aber dabei sein möchte. Kann man. Ja. Fanfahrt war genial bis zum letzten Schluck. Jawohl. Gut, ihr wart die letzten, glaube ich. Ne? Ich habe den Wirt geschrieben, als Schweizer Fachfrau. Bravo, Mäki. Recht hast. So, jetzt muss aber dann natürlich die Info kommen, was mit der Isabella im Spital ist. Ja, bitte. Sofern natürlich, ich weiß nicht, wie das ist, sofern das natürlich öffentlichkeitstauglich ist. Nicht? Das sind ja private Daten, nicht? Wenn man sagt, ich bin im Spital, weil das geht ja eigentlich kein was an, aber eigentlich wir wollen ja nur wissen, ob es was Schlimmes ist oder was nicht Schlimmes. Die WhatsApp-Gruppe war es, jawohl. Schönen Abend wünsche ich euch aus Helsinki. Ja! Jawohl, Barbara Ulrich. Servus. Ja. Na gut, pass auf. Also, summa summarum, also wir waren sehr glücklich, sehr zufrieden. Es war anstrengend auch der Tag. Mhm. Ich war hundsmiert nachher. Ja, muss ich glaube, es war, weil ich so früh aufgestanden bin. Gut, das ist bei mir nicht außergewöhnlich gewesen, von dem her. Aber zwischen Aufstehen und am Termin haben ist ein Unterschied. Ja, das stört mich gar nicht. Also, mich stört alles. Ein Nachrichtenmensch, das sage ich Termine auch. Ich bin auf der Welt gekommen und schon alles gestört. Aber der Ausklang beim Richard Lentner Weltklasse und vor allem wir zwei haben uns gefreut wie die kleinen Kinder. Das war wie Weihnachten, Neujahr, Geburtstag und Namenstag zusammen und Ostern auch noch dazu. Ja. Wir haben ein bisschen einen Hunger gehabt am Abend und wir gingen zum Buffet hier und ich erblicke hinten auf der schwarzen Tafel eine Speise, die ich schon ewig nicht gegessen habe und ich liebe sie, wenn sie gut gemacht ist. Gebackener Kalbskopf mit einem Erdäpfelsalat. Ich lese dort und wir plaudern gerade mit dem Richard vor der Pudel so und ich sage, Richard, du, gibt's denn noch einen Kalbskopf? Und er sagt, ja. Und mir ist immer wichtig, dass ich weiß, wo der Wein gemacht hat, weil das ist heikel für mich, sonst schmeckt er mir vielleicht nicht. Ich sage, ja, den machen wir selber, den macht die Mama immer noch selber. Selber gemacht, ein gebackener Kalbskopf.
ein Genuss, das war so ein Zuckerl noch an dem Tag nachher noch. Das war so ein Abschluss, wo man gesagt hat, würdiger kann es nicht sein. Leibend, ich 2-3 Tage später gleich wieder einen Kalbskopf gegessen beim Rheintaler in der Innenstadt. Ja. Jetzt reicht es wieder. Jetzt, ja, glaube ich, ja, genau. Ja, aber man kriegt ihn so selten. So selten, ja genau. Bei mir Die da backene ist es Kalbskopf. ewig. Aber wir wollen natürlich auch nicht sagen, ne, die Fanfahrt, wie war es? Ja, der gebackene Kalbskopf. Nein, ich habe gesagt, das war das Zucker. Aber es war, ja, das Abschlusszucker. Es war auch ein Highlight. Ja. Muss ich schon sagen. Ja. War auch ein Highlight. Nichts Schlimmes, sagt Isabella. Infiltration der Wirbelsäule. Naja, es war. Das ist das eh nicht schlimm. Naja. Nein, weil ich nur daran denke, da mit Nadeln mir irgendwo hineinzustechen. Schmerz, ihr verzerrtes Gesicht macht sie breit. Ja. Schau, der Olmes darf verstehen. Nicht zwischen Aufstehen wegen eines Termins und Aufstehen ohne Termin und gleich wieder niederlegen ist ein großer Unterschied. Ja, du verstehst, was gemeint ist. Ja? Das ist ja das. Bin nicht sicher, aber ich dachte, die WhatsApp-Gruppe sei die Fangruppe, Mitgliedsbeitrag. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die nur, weil das war die ursprünglich die Pavlagistik-Gruppen. Ich glaube, die WhatsApp-Gruppen ist offen. Sage ich einfach. Sag ich auch. Das ist kein Fanclub interne. Aber es ist quasi auf. Dann macht ja nichts. Die, die dabei sind bei der WhatsApp-Gruppe, werden dann halt animiert, auch Fanclub-Mitglied zu werden. Ja. So Das schaut's ich sehe das auch so, glaube ich. So Das passt das. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Geht schon wieder. Jawohl, schau der Raffi, ich habe Entzugserscheinungen, ich genieße euch einmal im Monat. Naja, immerhin. Immerhin, ja. Wichtig ist 13. Juli, 13. Juli, bitte. die 300. Sendung. Nein, merkt euch wirklich gleich. Ja. Notiert es euch Notiert gleich. es. 13. Juli. 13. Juli, Montag, 13. Juli. Das ist der zweite Montag heute wieder im Juli. Zwischen Daschler und Schrammelklang-Festival sozusagen. Genau, richtig. Grob gesagt Ja. jetzt, ja. Und da gibt es eine wirkliche Verkündigung, die spannend sein wird für euch. Das wird, ich hoffe, ja, nein, das Aber jetzt bin einmal, überzeugt, sagen wir so. genau. Ja. Aber jetzt einmal haus bitte eine Orgie an rote Achteln für unsere Isabella M., die eine nicht schlimme Infiltration der Wirbelsäule gerade genießt im Spital. Habe die Ehre. Alles Gute, Isabella. Alles Gute, wir drücken dir die Daumen, gell, dass du schnell Bitte wieder keinen rauskommst und Schluck. dass alles zielführend ist, was dort erledigt wird. Alles Gute. Jetzt die Achtel rein, was spielen wir denn? Mit die Isabella darf sich was wünschen. Isabella, Wir spielen Isabella, dabei was, schreib aber einen Isabella schreibt was Schreib rein, einen Wunsch ein. was du wünschst. Dann spielen wir das für dich. Was spielen wir jetzt da davor? Was ein Wein auf Krankenschein. Ja, ich mag gerade das gleiche brauchst, Idee gerade ja. gekommen, ja. Ja. Das Schau, passt. die hätte, der 13. Juli ist mein Namenstag. Ja, leibend. Wie finde ich denn die WhatsApp-Gruppe, sagt der Hochhofen, mein Freund. Naja, ich glaube. Na, Patrick, hast du nicht seine Nummer? Ich schicke da Nein, da brauchst du nur. ich füge dich hinzu. Genau, zur Gruppe hinzufügen. Ich füge dich zur Gruppe hinzu. Ja. So machen wir das. Wer sonst noch, pass auf, genau so machen wir das. Warte mal. Jetzt wird es schön schauen. Das hier ist die Nummer von Patrick. 0676 926 3267. Genau. Und da, wenn jemand nicht in dieser WhatsApp-Gruppe dabei ist, schickt er ihm Patrick WhatsApp? schreibt so einen Namen dazu, damit, weil er nur die Telefonnummer hat, was der Servus, danke, da schön. Schreibt es dazu, wer es sagt, Bitte, das weiß er ja nicht sonst. Außer es hat sich angespeichert. Ja, aber Weiß schickt ich es am nicht. besten im Patrick Genau. dann auf diese Nummer, schickt ihr ein WhatsApp und die Nummer ist automatisch mit dabei und sagt bitte Und füge mich zur Ich Gruppe. füge euch zur Gruppe einfach dazu. Genau so Ich machen bin wir das. sicher, das ist ein. Nein, es geht, das ist kein- ein- ja, das ist nur ich Klick, ich meine, ich das ist kann ja das, sicher ich hab die Schrift keine gesprochen. keine Fanclub-Gruppen. Glaube ich nicht. Ich glaube auch. Das kann ja nicht sein, ich war schon vorher da. Ja, stimmt. Jawohl, der Paul aus München-Sollen ist dabei. Jawohl, Sehr leider erst gut. jetzt gelesen. Na, macht nichts, Hauptsache du bist da. Aber jetzt ist er da. Jawohl. Die Gruppe ist nicht offen. Na, offen ist sie nicht. Da muss man Da muss man hinzugefügt hinzugefügt werden. werden, ja. Offen ist nicht, das ist klar. Das machen wir nicht. Also wir betreuen sie ja nicht. Also die macht, glaube ich, der Scheurer, Georg. Ich glaube, der Georg oder der Roland. Ich weiß Oder es eh nicht. der oder Roland, beide, ja. oder wie, weiß ich nicht, wie das da ist mit die. Schau, die Achtel von eine für unsere Isabella. Gibt es schon einen Wunsch? Isabella, gibt es schon einen Wunsch? Nein, noch nicht.
Na, gut, dann spielen wir derweil Ja, Wein auf machen wir derweil, Krankenschein, damit es zumindest einen gewissen medizinischen Faktor gibt. Ne? Du hast schön gesagt. Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreiben's mir, wenn's geht an Alkohol. Ich brauche für mein Kämpferl ein kurzen Ritter und für mein krankes Wamperl ein gesundes Stamperl. Was sie da alles haben in ihrem Schrank. Die Pulver machen mich erst richtig grau. Drauf sagt der Arzt, ich geb ihnen Gericht. Ein Viertel auf Rezept war gar nicht schlecht. Ja, an Weihnachtskrankenschein, das wissen's geht. Und die Kranken werden wieder gesünder leben. Keiner müsste Flascherl heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den Lebenssaft. Und wie dein Schmerz mir allzeit mal, dann gehe ich zu meinem Weinregal. Dann bin ich dann mein eigener Mediziner, mit einem Traminer oder einem Wölliner. Und bin ich traurig und muss recht viel warnen, dann greif ich zu einem guten Schluck Silvaner. Ah ja, und eins, das muss ich echt noch sagen, ein Roder, der ist wirklich gut für den Mond. Ja, am Wein auf Krankenschein, das wissen's gehen. Und die Kranken werden wieder gesünder leben. Keiner müsste Flascherl heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl in jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Riepensaft. So schaut's aus. Alles gut, Isabella. So schaut's aus. Und danke Freddy Gradinger für diese wunderbare Nummer. Unbedingt. Bravo, Freddy. Ja, das Lied passt, sagt Isabella. Weltklasse. Schau, Maria-Luise Leb ist auch da. Burg mir da dein Gesicht, sagt Isabella noch. Einmalig. Ja, das widmen wir gleich dem Bike on Tour TV. Bike on Tour, der Wolf, Weltklasse. Ich muss jetzt natürlich ehrlicherweise sagen, ich schaue fast nicht mehr viele Videos, weil ich halt... Das Herz blutet dir so. Ja, nein, weil ich halt eigentlich nicht mehr wirklich Motorrad fahre. Ne? Das ist halt das Thema. Das Thema würde mich noch weiter interessieren, auch wenn ich nicht viel fahre. Aber das ist jetzt dann wirklich ein Zeitproblem, weil es gibt ja viele, viele andere Themen auch noch. Aber es ist immer wieder, wird so vorgeschlagen und ein bisschen reinschaue dann schon eine. Oder am Instagram-Kanal verfolge ich auch einen Wolf sehr gern. Und also da müssen wir, und nachdem eine sehr, sehr charmante, liebe, ich glaube Lebensgefährtin, nicht, dass ich sage Frau oder was, aber an seiner Seite hat eine sehr charmante, liebe Dame, die ich auch kennenlernen durfte, persönlich. Und die total leibend ist, die Mail. Das freut mich auch voll. Und nachdem er da also ein Beispiel dafür ist, wie man als so eine Mauer mit Glotzen, Entschuldigung, muss sein, Wolf, das muss sein, eine Mauer mit Glotzen, und also nicht, dass da so einen Erfolg bei Frauen hat. Naja, was da muss man ihm schon, naja, von dir reden. Das schaut ja auch nicht. So ein fesche Burschen. Ja, aber darum widmen wir dieses Lied, auch wenn es von der Isabella gewünscht wurde, Bike on Tour. Yes. Gebunden mir oder Gesicht, ich möchte nicht fest sein. Nicht wie ein altes Seme, sondern recht sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Und da braucht die Taxi dazu. Und schmeckt der Wein recht ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ich weiß dein Gesicht, das ist ein Meisterstück.
kriegst das sicher wieder zurück. Gehst einmal traurig, wie wenn ich ins Spiegel schau. Ich denk mir mit meinem Gesicht, na, da kriegst keine schöne Frau. Da plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frage ihn, wo ich verwehr mit mir, sein Gesicht nicht tauschen mich. Geh, bull mir da dein Gesicht, ich möchte heut fest sein. Nicht wie eine alte Semme, sondern Riss sein. Ich hab heut noch ein Rendezvous und da braucht ich dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein ein bisschen handig. Aber mein Wolf sein Gesicht, da bin ich niemals grantig. Ja, ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nimmer zurück. Ein wirklich klasser Schlager, finde ich. Und ich liebe ihn, weil wir den jetzt auch schon Jahre spielen und kennen durch mir Jahrzehnte. Und das in Lutsch Rudi, ein Frühwerk von Lutsch Rudi. Ja, stimmt. Ja. Und Richard Czapek gemeinsam, das ist gelungen, finde ich. Das plätschert so schön dahin. Ein typischer Lutsch. Kann man fast sagen, ja. Kann man fast sagen. Ja, ist das der Party, muss ich finden. Warte, ich muss noch bevor Biesenberg und die Isabella auch noch in den Raum geworfen werden. Jawohl. Raphael Illmeier, schaut sich das an. Nehmt sich ein Beispiel. 10 Euro von Raphael Illmeier, jawohl, reckt, sagt das Ding, reckt. Ich sehe es ja schon. Ja, das ist ja schon abgedatet. Ein Update, ja. Ja, ich mir gedacht, ui, das ist immer gefährlich, weil da kenne ich mich dann nie ausgescheit. Ja. Weil da weiß nie, was bereit. Und das heißt jetzt nicht mehr iCam Live, das Programm, sondern nur mehr iCam. Also es hat mehr als nur diesen Update gegeben, aber unter anderem sicher jetzt auch diese Superchat-Figuren. Raphael, danke dafür mal. Danke. Ein Schluck. Ein Schluck in Ehe. Österreich, das sind Odra. Ja, wir sind wieder da. Sind wir wieder da? Ja, schon wegen dem Scheißdreck, das ist ja Wahnsinn. Jetzt habe ich Scheißdreck gesagt, Entschuldigung. Wegen dem Scheißdreck. Es geht. So ist schon wieder Scheißdreck gesagt, das gibt es nicht, der Wahnsinn. Er entschuldigt sich. Ihr redet wieder Liebe. Ein Bonbon nach dem anderen. Ja, wir sind wieder da. Hoffentlich sind wir wieder da. Nein, es schaut glaube ich gut aus. Es zeigt mir an, dass wir live sind. Bis deppen. Dann ist auf einmal abgebrochen. Vielleicht doch die Wetterlage, das bei uns auch irgendwie. Nein, was heißt bei uns da? Über Glasfaser hin und her. Du hast Glasfaser, aber das Glasfaser geht dann vielleicht Ja, aber das will nicht schauen. Ja, aber deswegen, dann kannst du bei mir nicht abbrechen. Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, für das Tolle! Ich kann mich nicht aufregen jetzt. Ich habe gesagt, ich bin auf die Welt gekommen und schon aufgeregt. Ich bin ein echter Wiener, was das betrifft. Na, Gott sei Dank. Befürchte, das ist ein Problem auf Seite des Studios Donaufeld, sagt der Matthias Mariacher. Ja, aber wir sind schon wieder Jetzt sind wir ja wieder da. Wir sind schon wieder da. Vielleicht Neustadt, Landtagsstadt, Markus. Ja. Wir singt in der Pause jetzt. Das Problem dürfte beim Klausi sein. KTM-Junkies, Wahnsinn. Jetzt kommen die Sachen alle raus. Reset, sagt die Julia. Ja, aber ich glaube, jetzt müssen wir schon, jetzt sind wir hinten noch mit. Der Router haben, vermute ich da. Aber es geht ja jetzt geht das auch nicht. Jetzt geht das auch nicht. Franz meint gerade, vielleicht spinnt die Tube. Aha. Weil ich habe jetzt einen vollen Internetempfang, habe ich eigentlich da, einen guten auch. Aber ich sehe im Chat sonst auch nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich da bin oder jetzt, aber einfach ins Leere rede mit euch. Ich traue mir auch noch mal ab, da sicherheitshalber. Vielleicht, ich schaue kurz einmal in die WhatsApp rein. Vielleicht ist ein WhatsApp von irgendjemandem gekommen. Nein, ist nichts gekommen. Ich traue noch mal. Jetzt YouTube auf, vielleicht geht es jetzt da. Schau mal. Dass ich zumindest irgendwas weiß. Nein, geht gar nichts. Naja gut, jetzt habe ich. Was geht nicht?
Da tut sie. Ja gut, du bist jetzt im WLAN und da habe ich auch Draht. Logischerweise. Ich gehe mal aus dem WLAN raus. Das ist einmal soweit klar. Werbung geht, sagt der Landesstürmer. Ja, das gibt es, kann nicht geben, weil die habe ich auf manuell eingestellt. Da darf eigentlich gar keine Werbung geben. Jetzt geht es wieder super. Jawohl, es scheint sich zu verbessern. Jawohl, Werbung geht. Ja, einmal. Es läuft. Du bist jetzt im WLAN und da habe ich auch Draht. Ja, da rennt schon, aber jetzt der Party, jetzt musst du wieder aufs WLAN gehen. Mach ich jetzt? Bin schon dabei. Weil ich kann ja nicht jetzt das streamen über mein Handy, das ist ja geht nicht. Ich tue gerade auf mein WLAN. Das ist ein Wahnsinn. Freunde, wie am ersten Tag. Wie am ersten Tag. Mesh. Das ist es ja all. Patrick, dich höre ich. Aha. Bei mir geht es wieder. Jawohl, chatten geht ja. Genau, Franz, mehr brauchen wir nicht. Nein, das geht keine Mesh, UKR, W3, keine Internetverbindung. Vielleicht braucht er noch wenig. Nein, irgendwas aber da. Irgendwas ist da, jedenfalls. Aber Hauptsache ihr, wenn ihr euch nicht sicher, ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Hauptsache ihr seht uns und dann können wir eigentlich. Naja, ich kann jetzt nicht übers Handy da streamen. Nein, ich kann da meins auch nicht abbieten, so viel habe ich auch nicht. Naja, um das geht es jetzt. Warte mal. Aber es muss ja gehen wieder. Mobile Daten verwenden? Nein. Bis nach Stanz funktioniert es, hätte ja wohl. Renate Ott freut sich auch, dass es wieder geht. Wer lernt und tut sich weh. Was? Franz M. schreibt, chatten geht ja, okay, ja. Das ist vorher. Warte, das habe ich schon vorgelesen vor einer Stunde. Achso, da warst du noch gar nicht da wahrscheinlich. Ja, aber Klaus ist auch wieder da. Na gut, dann sind sie wieder aktuell. Aber geht schon das WLAN? Nein. Wieso geht das nicht? Weil ich traue mich da nicht umdrehen jetzt natürlich. Zwei Musiker und Technik, ja. Entschuldigung, Austria, aber ich sag da was, das ist halt so. Das ist nicht in unserer Macht, glaube ich. Und jetzt. vor allem, ehrlich gesagt, sollte der Schmoren funktionieren. Weil man billig ist das alles nicht. Nein, definitiv nicht. So, ich glaube, es funktioniert jetzt auch bei mir. Wirklich? Ja, WLAN? Auf WLAN? WLAN, ja. Nicht, beim Empfang ist nicht besonders. Also da was hast du? zwei Striche, also, die drei. Das ist wurscht. Aber ich bin im Was für ein Internet du hast? Hast du einen Speedtest? Kannst du einen Speedtest machen? So, Mach einen Speedtest. Wo ist denn das da? Das ist da wieder im Weg. Weil dann kann ich wieder umschalten. Aber das ist ja so, das ist ja wie am ersten Tag. Wie unsere Anfänge. Martin Kochinger, wir hören und sehen euch. Jawohl. Sie sind mit dem Internet verbunden, ja. Können Sie mich hören? Ja, ich sehe Sie. Jawohl. Stock sind wir. Na, was hast du denn? Was suchst du denn? Er speedtestet gerade. Das ist ein Scheiß, das ist nichts hier. Auf 2,2 Megabit, ja, das haben wir wahrscheinlich vorher auch gehabt. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Mir geht das am Zager mit der. Immer, ich sage nur, wir sind bei 1. Ja, da ist nicht wirklich. Ja. Na, der YouTube-Server hat damit nichts zu tun, eindeutig. Matthias Mariacher. Weil eben, das haben wir jetzt da festgestellt, also weil ich habe jetzt einen Hotspot über mein Handy eingerichtet. Das ist lieb und nett, das funktioniert. Aber das WLAN funktioniert auch, aber das Internet dahinter nicht. Und jetzt habe ich gerade den Router neu gestartet und er bringt noch immer nichts zusammen. Und das über das Glasfaser. Und das bedeutet wiederum, dass die irgendwo ein Problem haben. Die A1. So irgendwas hat ja. Also so wäre jetzt meine nicht technische. Ich mache gerade wieder einen Speedtest. Mach einen Speedtest. Ich mache die ganze Zeit, ich rede schon wieder an. Die ganze Zeit, bis das Handy leer ist. Auf 2,7. 2,8. Franz, eben nachdem ich Isabella Spritzer ausgetrunken habe, werde ich mir einen eigenen genehmigen. Jawohl, das magst. Ja, Freunde, das ist natürlich blöd. Aber irgendjemand von euch hat schon geschrieben, das ist die Generalprobe für die 300. Ja. Und es muss irgendwas bei A1 sein, weil ich habe gestern auch Probleme gehabt. Nur habe ich mir da nichts gedacht.
und das hat dann wieder funktioniert. Was normal eben nicht der Fall ist. Und jetzt ist natürlich gerade jetzt. Gerade jetzt, ja. Scheißtechnik, Raphael Illmer, das stelle ich aus. Weil das muss natürlich genau so ist das. Ja. Freunde, Vorschlag. Wir spielen ein Lied. Wir spielen ein Lied, ja. Und dann machen wir nochmal einen Speedtest. Ich mache gerade wieder einen, es wird nicht besser. Einen sogenannten Knopf in der Leitung, ja. Naja, also passt auf. Machen wir es wirklich so, wir spielen noch ein Lied, dann lassen wir es gut sein, bis dahin mit der Franzen seinen Spritzer austrunken haben. Das erinnert mich an Eiweißtaler Zeit ja, mit Dings. Da war es besser, wenn es gegangen ist. Ja, Vom Glasfaser. Aber das Blöde ist, du kannst ja bei A1 nicht einmal anrufen mehr, nicht? Nein, da bist du irgendwie erwischt oder irgendwie. Nein, geh bitte. Na, ich hoffe, das rennt bald wieder. Johann Gamsjäger, musizieren sollte funktionieren. Warum spielen wir jetzt? Gehen wir es an. Spielen wir ein Lied. Dann machen wir noch einen Speedtest nach der Nummer, wenn es dir auch recht ist. Ja. Und wie ist das Wiener Mariengebet? Genau, Renate, das kann ich gar nicht mehr. Das kann ich gar nicht mehr. Bisamberg war von der Isabella noch ein Wunsch. Jawohl. Alles mal. Ich hab einen Weingarten am Bisamberg. Ich bin dort gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau dem Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle. In meinem Weingarten am Bisamberg. Transitwälder recht unten in Verkehr. Man kann die Vogel dort noch singen her. Und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Bisamberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kennt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferlwein. Der Wein, darum ging's so groß wie Paradeiser. Dazu noch ein Stück, so hoch wie Häuser. Und statt die 4 Liter Glas ab nach unten mit einer Pumpen für den Wein. Und weil wir gehen Champagner, wir müssen fix auf schöne Welt. Und wenn wir dann noch jede Woche außerdem an 6 Wochen fällt uns nichts mehr, wenn uns entfernt. Ja, was sagst du? Jawohl, gelungen. Das ist ein Das ist eine Überleitung. Was? Ich mach noch mal einen Speedtest. Mach einen Speedtest. Binden mit Internet. Die Uhr hängt da, das ist der Wahnsinn. Alles hängt heute. 0, 1,75, 1,5. Willst du nochmal einen Start riskieren vielleicht? 2,3, 2,4. Ich riskiere nochmal einen Mach Start. einen Start, riskieren noch einen. Ich riskiere nochmal. Halt's durch. Halt's durch ein bisschen noch, bitte. Halt's durch. Es schaut alles. Ja, die Typen der Technik, wo man selber nichts dafür kann natürlich. Das ist aber, ich probiere auch wieder. Ich steige jetzt auch wieder ein, dass ich zumindest lesen kann, was ihr
uns schreibt natürlich, ja. Ich glaube, das ist ein anderes Problem, das nicht so einfach zu lösen ist. Der Server ist nicht, jetzt geht gar nichts. Okay. Jetzt steige ich wieder aus, meine Lieben, jetzt gehe ich wieder auf Handy bei mir, so muss ich da umschalten, dass er da nicht aus. So. Das ist eh lieb, nicht? So. Zumindest mit euch mitlesen kann jetzt hier, wenn schon sonst nichts geht. So. We are standing by. Ah, jetzt geht das auch nicht. Ja, Judy, das verstehe ich schon. Also, besser sind Shellacks. Ja, das ist auf der einen Seite richtig, aber da könnte man überhaupt nicht miteinander jetzt so kommunizieren. In der Shellac-Zeit, nicht? Das ist die nächste Geschichte natürlich, die nicht so gescheit ist. Es gibt der 5-jährige Carlo, ach gut, ein Cyber-Apostel, danke Renate Ott. Und schau mal, Klaus ist schon wieder, hat noch einmal probiert, nicht wahr? Ja, über O3. O3 noch wieder auftragen, ne? Naja, das dauert ja, bis es hochfährt wieder. Ach so, das ist. Na klar. Jetzt hast du nichts probieren brauchen. Ich habe nicht probiert, ich habe nur umgestellt wieder, dass ich. Ach so, ja. Das habe ich machen müssen. Ja, das ist. Ja. Ja, mein Gott, wer ist der 15 Karl? Ach ja, genau, haben's. Da was jetzt heilig gesprochen worden ist, vor einiger Zeit ist erst. Ja, nein, WLAN an sich funktioniert ja. Und das Internet geht halt nicht. Also das WLAN wird nicht mit entsprechendem Internetzugang versorgt. Jetzt habe ich einen Router und den Internetrouter und den WLAN-Router beide nochmal neu angehängt, bis 10 gezählt und wieder angeschlagen. Mehr technische Dinge kann ich nicht machen. Und das ist sowieso der erste Ratschlag, auch den man bekommt, immer wieder von Fachleuten auch. Ja. Dran sind wir ja haben sie schon dran, nicht? Haben sie schon ausgesteckt. Ja. Bis 10 zählen, immer, bis der Reststrom draußen ist. Hochfahren, ne? Nein, hochfahren, das ist ja das. Ja. Aber mein Gott, nein. Auf jeden Fall, falls das jetzt da nicht hinhaut, müsst ihr durchhalten am 13. Juli, falls wir Internet haben wir die 300. Sendung und da werden wir verkünden. Vielleicht machen wir die am 13. in Eiberstall, nicht? Weil da geht es eigentlich jetzt. Ja, das sagst du jetzt, aber was du? Hast du noch nie einen Fall seither? Ja, ich hatte noch gar nichts gehabt seither, nein. Schon davor? Nein. Nein, wir haben schon ein paar Mal nicht gerufen, aber nein, gar mal irgendwas war schon. Nichts, nein. Ich habe gesagt, weil das WLAN ist ja das eine, aber das andere ist ja das Internet. Ne? Das war schon ein paar Mal. Aber ja, wir sind in Wien. Über die Fritzbox nicht stehen, nicht? Ja. Da kommt es rein und einen Verstärker habe ich im Wohnzimmer. Da steht ja, das ist WLAN. Das WLAN, genau. Sonst habe ich nichts. Ja, nicht sicher, Internet. Ja, da muss irgendwas kommen noch. Na, ich habe die Fritzbox, wo das Kabel von draußen angesteckt ist. Und über die geht es schon, nur dass man in die anderen Räume so weit geht. Ja, aber du musst dann das geht nur in die Fritzbox, dann wird das vielleicht beides gleich. So ist WLAN und das war's. Also dann ist das der Internet. Das ist der Internet, das ist alles in einem. Das ist alles in einem, ja. Ja. Das wird nie ein Problem gehabt, ja. Das wird sein. Bis jetzt, ja. Jetzt müssen sie sich fürs Programm entschuldigen. Ja. Ja, was soll man machen? Gebt dem Router ein Glas Wein, dann klappt es. Aber ich schon probiert, früher schon. Bild okay, Ton passt nicht, sagt Martin Kochlinger. Was heißt, der Ton passt nicht? Der Ton passt auch nicht? Na sicher. Der muss gehen. Vielleicht haben wir nur genuschelt. Aber ich meine, die Zuschauerzahl steigt. Muss man sagen, also kann das man nicht spielen. Ja. Wir warten noch auf Klauses neues Baggerwelt. So schaut's aus. So, pass auf, Patrick, jetzt machen wir nochmal einen Test. Ich mache mal, was? Sonst machen wir einen Schluss nochmal. Ich muss einmal verbinden wieder. Ja, tu nicht. Schau mal. Mit dem Mesh-System verbinden hier, nicht? So. Jetzt läuft Sucht einmal ein Besuch ein bisschen, gerade, nicht? Aber es ist so, übers Handy ist natürlich Streamen jetzt nicht so Nein, es ist eine Geschichte.
So, ich bin bereits wieder da. Ein Speedtest. Vielleicht das Handy mit Strom versorgen, ja? War vielleicht auch kein Fehler. Was haben wir für Speed? Gar nicht, find's gleich gar nicht. Ja, da braucht noch ein wenig. Braucht noch ein wenig. 2,1, 2,2. Ja, Alter. Da habe ich auch, er rechnet noch. Wie am ersten Tag. 2,2. Die 299. 2,2. Was habe ich den Strom da noch? 55%. Geht's einfach ins Bett. Schau die aus, genau das werden wir machen. Genau das werden wir machen. Das werden wir machen. Da fehlt die Potenz in der Frequenz. Nein, umgekehrt. Die Frequenz in der Potenz vom Router. Was soll man tun? Was soll man tun? Was soll man machen? Ich bitte um Entschuldigung, entschuldige mich. Nichts ist, du kannst dich nicht entschuldigen. Das geht de facto nicht. Nein. Das geht nicht. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Entschuldigung geht nur von außen. Das stimmt schon, ja. Entschuldigt bitte. Entschuldigt bitte. Entschuldigt. Ja, ist er so. Arm gebeugt sitze ich hier. Ja, wirklich wahr. Ja, na, aber bevor dann mein Handy komplett, also alles an Möglichkeiten abgegeben hat für den Stream, ja, müssen wir leider, ja, 2,2 Promille war eigentlich eh. Ja. Aber es sind leider nicht Promille, es sind Megabit. Das ist echt. Das ist ein bisschen zu wenig. Es sollten eigentlich 1 bis 2 Nullen dran sein. Ne? Dann sind wir ungefähr dort, wofür ich eigentlich zahle. Schon wieder angefressen. Was soll nicht angefressen sein? Was soll nicht angefressen sein, meine Herrschaften? Was soll's? Wir haben jetzt keine Vorausschau gemacht, keine wirkliche Rückschau, aber auf die Fanfahrt haben wir geschaut. Wir haben in dieser Woche ein herrliches Konzert noch vor, unter anderem mit dem lustigen Hermann. Am Samstag. Aber schaut bei uns in die Homepage rein, da findet ihr alles. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns einfach mit einem Lied. Und heute ein bisschen kürzer, ja, es ist bald 9:30. Man kehrt ins Bett, sind wir sehr ehrlich. Und ich hoffe, dass der Scheißdreck bald wieder funktioniert. Ne? Ohne dass ich bei A1 anrufen muss, weil das war. Ohne dass wir dort hier rennen müssen. Wo hier rennen, da gibt es nichts zum hier rennen. Ja, da gibt es ja nicht einmal was zum Anrufen, das sind alles Maschinen. Da habe ich dann von A1 mit einer KI mich unterhalten. Das war sozusagen das ist ganz groß promotet war das, nicht? Da musst du anschreiben, das ist ganz super jetzt neu. Und das löst eigentlich die meisten Probleme und daher brauchst du schon mal gar nicht mit einem Menschen telefonieren. Und ich dachte, na schauen wir mal, na, hab mein Problem eingegeben, nicht? Nachgefragt, da Antworten gegeben, das ist hingegangen, hin und her gegangen, 4-5 Mal. Und dann hat die KI nur so gerechnet, dann hat es gesagt, für das Problem findet sie keine Lösung, ich soll einen Mitarbeiter kontaktieren. Ohne Worte von mir. Das war nur künstlich, da war null Intelligenz. Das ist keine Intelligenz da. Nein, das ist. Ja. Nein, der Uli Slonik sagt, eigentlich hören, sehe ich euch eh super. Ja, weil es aber jetzt über mein Handy rennt. Ne? Das ist ein Hotspot übers Handy. Und das ist, mein Handy gibt jetzt nicht so viel internettechnisch her, dass das dann irgendwann abbrechen oder würde verlangen von mir nach neuen Münzeinwurf für die Bits und Bytes, was da verbraucht werden bei dem Stream. Da rennt schon was. Das ist das Problem. Sonst klar, sonst war das kein Thema, aber leider keine dauerhafte, für länger, sagen wir es so. Ja, genau. Und ja, daher. Aber es ist ja so, nichtsdestotrotz wird die 300. Sendung fulminant. Ich freue mich wieder. Merkt sich vor, 13. Juli. 13. Juli, die 300. Sendung. Schön, dass du jetzt mit dabei warst und mit uns einen kleinen Replik gemacht habt auf die ersten Pavlatschen überhaupt, wo wir auch herumgeschissen haben mit dem depperten Internet. Und mein Gott, nein, gutes Nächtle, sagt der Landesstürmer. Jawohl, gutes Nächtle. Wir verabschieden uns. Womit verabschieden wir uns? Was machen wir? Ein schönes Lied. Ein schönes Leibwans. Was? Ein schwungvoll können wir ruhig, wir müssen ja nicht. Wir müssen da überhaupt nicht. Was machen wir? Oder hast du eine Idee, eine andere, besondere? Oder?
was mir schon gefallen hat, ist die alte Hitten zum Beispiel, die war schon schön. Ja. Oder die Vorkarten nach Wien. Das ist eine schöne Nummer. Oder wir machen zum Schluss einen Klassenheirigenmarsch im Butschenmarsch. Oder wir machen klassisch zum Schluss. Servus schreit da oben. Ja, ich mache alle Vorschläge. Ja, aber ich glaube, du sagst jetzt, ob du passt. Nein, sind alle ich spiele alle gerne, ja. Ne? Also, bist auch kein Hilfe. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich nehm mein Mal und vor der Grenze hinaus. Du mit nicht aus. Spülen siehst die Schrammen, da wird man nicht fahren. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, ob's uns kein Verdiss. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Und dann dudli und dann dudli und dann dudli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, Bub, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerreden, wenn ich zum Wein die vier. Dort hab ich den Schrein gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater geschworen. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Ich hab vom Vater so ein Adress. Ich häng mein Mann und vor der Grenze hinaus. Dudel mich raus. Spülen siehst die Schrammen, da wird man nicht fahren. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, ob's uns kein Verdiss. Einmal im Monat da pfeife ich auf Jazz. Und dann dudli und dann dudli und dann dudli mich aus. So schaut's aus, liebe Freunde. Mach noch mal einen Speedtest. So, da haben wir schon. Mach noch mal einen Speedtest. Alle sagen schon gute Nacht, aber einen Speedtest machen wir. Wir machen einen Speedtest. Da geht nichts drüber. 2,0, 0,8, 1,6, Na, da hören wir auf. 2,55, 2,52, der rechnet. 2,51 haben wir jetzt da. In Summe. Ja, das ist nicht viel. Ist nicht viel. Das ist nicht viel. Freunde, na gut, dann spielen wir halt noch. Dann machen wir noch eine, oder? Was machen wir jetzt da? Von den Vorschlägen. Darfst du aussuchen? Darf ich mir was aussuchen? Darfst du das aussuchen? Da. Ich sag dir nicht. Dann machen wir das Schönste im Ausland. Bitteschön. Dieser Vorgang. Es ist von Lothar Stäub die Nummer. Eines seiner Frühwerke eigentlich noch. Ja. Von dem Wiener Liedmusiker. Der eigentlich mit einer ganz anderen Musik angefangen hat. Da erzähle ich das nächste Mal mehr. Jawohl. Die Vienna Hawaiians Ja. hat die angefangen. Ja. Das Bühler ist Weltklasse, ja. Aber jetzt machen wir die Vorkarten nach Wien. Jawohl. Das Schönste im Ausland ist ein Vorkarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich einfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann's schön sein, doch daheim ist halt daheim. Da kenn ich ja jedes Gassel, jeden Stein und jeden Baum.
Drum sag ich heute immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Oft ergibt es sich im Leben, dass du fort musst von zu Haus und dann stehst du in einem fremden Land und kennst dich nicht aus. Heimlich schlägst du dich zum Bahnhof, schaust voll Sehnsucht auf das Gleis und eine kleine Melodie erklingt in dir leis. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das denk ich mir immer, sitz im Zug ich einmal drin. Es fliegen die Gedanken Kilometer voraus, bis der Zug endlich herfährt, ist mein Herz längst schon zu Haus. Woanders kann schön sein, doch daheim ist halt daheim. Dort kenn ich ja jedes Gassel, an jeden Stall und jeden Bahn. Drum sag ich halt immer, egal wo ich bin, das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Das Schönste im Ausland ist ein Vorgarten nach Wien. Ein würdiger Abschluss. Würdiger Abschluss. Meine Lieben, es war uns eine Freude. Pfiat euch Gott. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Schaut auf unsere Homepage auf für die nächsten Spieltermine. Haut eine an Schmattes für ein neues Glasfaser. Und ja, ansonsten, ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, spätestens am 13. Juli bei der 300. Sendung. Die wird gehen, ohne Unterbrechung. Halt mir die Daumen. Ganz sicher. Ich druck beide schon. Jawohl. Viert euch macht's es gut. Servus.